Der Almsommer auf der Jagdhausalm beginnt spät. Erst wenn der Schnee Ende Juni den Weg freigibt, können sie aufbrechen. Das ist immer ein besonderer Moment, wenn man in die Alm fahren kann. Da gutzelt es einen immer unter den Nägeln, sagen wir. Sein Bruder und die Kinder begleiten Andreas Ebbacher. Vom Hof in Rhein-in-Taufers sind sie mehr als 5 Stunden zu Fuß unterwegs. Ihr Weg führt sie über die italienisch-österreichische Grenze nach Osttirol. Jeden Sommer bringen die Südtiroler Bauern ihr Vieh die weite Strecke zur Alm hinauf. Den Winter über ist die Jagdhausalm von der Welt wie abgeschnitten. 6 Höfe sind 1212 erstmals urkundlich erwähnt. Zunächst wurde die Siedlung ganzjährig bewirtschaftet, doch seit langem wird sie nur noch im Sommer als Alm genutzt. Andreas ist der einzige der Almbauern, der mit seinem Vieh den langen Fußmarsch noch auf sich nimmt. Ja, ich weiß, in meiner Kindheit sind eigentlich die meisten getrieben, aber mittlerweile ist unten von Sondau ist ja eine Hauptstraße. Und da ist so viel Verkehr, die müssen sich alle auf den LKW aufladen. Und ich bin der Nächste aus Rhein. Ich kann direkt von der Stalltür weg zu Fuß gehen. Kurz hinterm Klammelsee erreichen sie die Grenze zu Österreich. Das sind die alten Bunker vom Ersten Weltkrieg. Da haben ja die Österreicher und die Italiener haben sich da gegenübergestanden. Das sind die italienischen Bunker. Auf der österreichischen Seite gibt es eigentlich nicht. Eigentlich ist die Grenze ja nicht mehr ein Problem. Schon 96 ist Schengen gekommen. Davor war das ein Problem mit den Viechhalben übertreiben. Ganz früher ist sogar von Großvater einen Grenzpassierschein. Haben die Alben gewusst, davor für einen Albenauftrieb in Lienz, um einen Grenzpassierschein anzusuchen, damit sie überhaupt nicht mehr über. Wisst ihr, was, bei der Schule gegangen bin? Weil ich in der Grundschule gewesen bin, bin ich der Einzige gewesen, der einen Ausweis gehabt hat. Ich habe meinen Ausweis gebraucht, überzugehen. Nicht? Die anderen meinten, ich habe keinen gehabt um die Zeit. Bin ich der Einzige gewesen, was ich 360 Rinder werden für den Sommer auf die Jagdhausalm im Nationalpark Hohe Tauern transportiert. Beim Almauftrieb herrscht auf der nicht öffentlich befahrbaren Straße reger Verkehr. Auch Anton Mittermeier zieht mit seinem Vieh auf die Alm. Er ist Bauer und Wirt. Ja, die Alm ist schon seit 1500 am Hof gewesen. Urkundlich erwähnt. Und den Almaufschank machen wir seit 2010. In der Affentalreiben ist da. Wo ist die lang? Oh, da bin ich da geblieben, was? So, gut, perfekt. Die Jagdhausalm ist im Besitz von 15 Südtiroler Bauern. Ihr Vieh wird in 3 Herden aufgeteilt: Kälber, Jungvieh und trächtige Kühe. 3 angestellte Hirten werden sie den Sommer über hüten. Anton Mittermeier hat gut eingeheizt. Das Haus, in dem er auch wohnt, ist die einzige Wirtschaft auf der Alm. Ja, weg. Ja, wir kommen da, du raus.
Hoi, Anton. Hoi. Du willst jetzt sagen lassen, gell? Ja. Sein Nachbar Andreas schaut vorbei. Zum Almauftrieb gibt es für die Bauern der Gemeinschaft Gamsgulasch. Antons Frau Gabi ist die Wirtin. Sie kocht für die Gäste. Bärlauch. Der kommt von ganz oben runter und den hat uns ein Freund gestern gepflückt. Und der ist besonders gut, hat er gesagt. Weil er eben von so weit oben kommt. Ich weiß nicht, ob das dann stimmt. So, jetzt schneide ich ihn auf und dann mixe ich ihn ein bisschen mit den Eiern. Dann kriegen die Knödel schöne Farbe. Noch 4. Gemacht? Schau mal. Das ist von dem... Das selber dran. Die ersten Gäste sind bereits da. Lea ist Studentin und hilft Anton und Gabi beim Bedienen. Zur Mittagszeit wird es voll auf der Jagdhausalm. Doch keiner bleibt über Nacht. Nur der Wirt und die 3 Hirten wohnen im Sommer hier oben. Das war nicht immer so. Früher lebten auf der Alm, die heute unter Denkmalschutz steht, Senner, Hirten und Hütebuben. Jeden Morgen trafen sie sich zum gemeinsamen Gebet. Seit sich das Buttern und Käsen auf der Alm nicht mehr lohnt, bleibt das Milchvieh im Tal. Die Bauern kommen meist nur am Wochenende. Die Weiden im abgelegenen Schwarzachtal gehören zur Alm. Hannes Peintner verbringt den Winter in Thailand als Tauchlehrer. Den Sommer über hütet er das Vieh. Die Jagdhausalm ist meiner Ansicht nach eine gefährliche Alm. Die steilen Hänge, Steine, wir haben sehr viele Löcher, Murmellöcher hier. Die können sich dann auch ein Bein brechen. Man muss fit sein und ja, man muss einfach wetterfest sein, weil hier auf der Alm, da kann es dir passieren innerhalb von 10 Minuten, dass du wirklich in schwere Gewitter auch kommst. Hannes hat schon viele Gewitter erlebt. Anfang August zieht er mit der Herde auf 2400 Meter. Die Almgemeinschaft baut für ihn dort nun eine kleine Schutzhütte. Man ist hier alleine. Das muss man können. Es ist auch schwierig. Auch ich habe manchmal meine Probleme, weil mir auch das Soziale fehlt. Ja, aber irgendwann bin ich halt dann draufgekommen, dass ich ja nicht alleine bin. Ich habe ja 151 Mädels hier. Und da fühle ich mich eigentlich nie alleine. Woher kennst du dich so gut aus mit den Kräutern? Ich habe gerne Kräuter. Ich rieche das so gerne. Und dann mache ich es natürlich auch überall rein. Und findet man auch was auf der Alm an Kräutern? Ja, Thymian. Der blüht jetzt. Und der hat ganz einen guten Geschmack. Der ist viel intensiver wie der vom Garten. Er wächst direkt vorm Haus. Dann nehmen wir einfach die Kräuterbutter her, was wir machen. Und auch wieder von der Idee kann es beim Kochen als die Kräuter dazu, einfach weil es ganz intensiv ist auch und ganz ein feiner Geschmack ist. Auch Alpenampfer pflückt Lea. Lea, wofür braucht sie die Blätter? Die nehmen wir eigentlich für die Deko hauptsächlich her. Also wenn wir Pressknödel machen und dann Teller, anstatt der Servietten sparen wir uns die selber rein und nehmen wir die drunter. Schaut auch schön aus, als wie eine Serviette kommt. Schaut recht nett aus, ja.
Ich stehe meistens morgens, je nach Arbeit, um 5 oder 6 auf. Und ja, der Tag endet meistens 11 Uhr abends, weil ich jeden Tag nach Hause fahre, nach Santintaufos. Da haben wir einen Bauernhof mit Urlaub auf dem Bauernhof. Und ich muss da auch meine Gäste betreuen. Und der Anton bleibt hier. Ich mache halt dann auch den Einkauf meistens morgens. Ja, dann muss ich mich beeilen, dass ich wieder hier bin zum Kochen. Und was heißt das für dich, wenn da so viele Gäste kommen? Man muss halt schauen, dass man gut organisiert ist, weil viele Gäste haben einfach auch auf der Alm keine Zeit. Die sind das so gewohnt und das ist schade, weil die heutige Zeit ist einfach so schnelllebig geworden und es sollte einfach alles ein bisschen zurückgestellt werden, ein bisschen gemütlicher wieder werden. Wir hätten es alle viel schöner. Seit kurzem ist Ewald Bacher in Pension und arbeitet nun als Hirte auf der Jagdhausalm. Seine Herde sind die Kälber. Schon mit 8 Jahren hat er Kühe gehütet. Etwas beunruhigt ihn. Was ist mit dem da oben? Ja, meistens, wenn sie alleine sind, ist irgendwas faul. Ewald und sein Sohn treiben das Kalb an eine flachere Stelle. Dort hat es einen besseren Stand.